Achso, ich bin ein Trottel. Guten Morgen, meine Herrschaften. Ich glaube, jetzt habe ich mit Ich bin ein Trottel angefangen. Meine Ich Herrschaften, glaube, ich habe es wunderschönen gehört. guten Morgen. Shit, Chef, Schauer, der Morgen Live-Podcast. Na, wie gesagt, der Live-Podcast am Morgen von den 16er Burm. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Habe die Ehre, wie gesagt, gleich mit einem selbst, wahrscheinlich ist es noch drauf, weil ich mich vertippt habe, mit einem selbstkritisierenden Begriff wie ich bin ein Trottel. Das ist halt klassisch wienerisch, dass man sich gleich selbst ein bisschen emporhebt. Jawohl. Ich sage guten Morgen aus dem Studio Donaufeld in Wien und natürlich nach Eibestal auch noch zum Patrick 924. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuseher, liebe Zuhörer und auch an dich, lieber Klaus. Wunderbar. Wir haben uns ja erst vor ein paar Stunden verabschiedet. Wir zwei. Um eins. Wir haben gestern einen wunderbaren Abend verbracht. Jawohl. Musikalischer, künstlerischer, beruflicher Natur beim Taschler. Ja. War leibend, war bummvoll, die Hütte. Ja. Hat gute Stimmung gegeben. Ja, alles eigentlich wie gehabt. Die letzten zwei Fleischlaberl, was es gegeben hat, hat sich der Patrick unter den Nagel gerissen. Nicht, dass er gemeint hat, vielleicht für seinen Kollegen auch eins. Na, Moment, da was Moment. Moment. Ich hab gefragt, ob du auch eines. Soll ich dir das abgeben? Nachdem, Hab ich nach, sogar gefragt. nachdem ich gesagt habe, was die zwei Stück stand auf mich vergisst. Ach so, ja, Entschuldige, da habe ich eins wollen. So war das. Sagt er Ich nein. habe gefragt, Ne? Sagt er nein drauf. Ne? Was soll ich tun? Ne? Naja, weil ich gesagt, jetzt Ich war es dann nicht mehr. sagen. Er hat schon der Rettungsdecken eingewickelt gehabt, ne? In der Das war Alufolie. gegen ausgewickelt gehabt. Ja, nein, wir sind ja heute wieder beim Heurigen. Es ist ja nicht so, nicht? Dass wir nicht heute Nachschub bekommen würden. Heute ja bei einer privaten Geburtstagsfeier in Neustift sind wir heute. In Neustift. Im Chat begrüße ich und sage guten Morgen an den Magnus Sterzinger nach der Ruhe, am Paul Artmann. Jawohl, Grüß Gott, grüß guten Gott. Morgen und einen noch besseren Kaffee, sagt der Paul. Jawohl, einmalig. Fred Bertelmann ist dabei, Markus Schlögl. Ähm, Freue mich, dass ich heute wieder live dabei sein kann, sagt der Magnus. Ja, wir freuen uns auch. Schön, dass du dabei bist. Super. Susanne Moser ist wieder zum Kaffeetratschall bereit. Wünscht uns allen einen schönen Tag. Bin heute nicht lange dabei. Einkaufen steht auf dem Programm. Da steht er. Einkaufen, bravo, Susanne Moser. Muss man auch machen. Das, Muss man auch machen. ja, gehört dazu. Auch bei Also mir ich, heute noch ja, ein paar was kauft der ein, der Kleinigkeiten. Bub? Was kauft der Nein? Na, das kann ich jetzt doch nicht sagen. Ach so, verstehe. Ich brauche ein paar Dinge noch. Ja, na, Es sind ist in Ordnung. Geburtstage und Ach also so, ja, Geburtstage, Geschenke. Erstkommunion am Wochenende. Na, ich habe ehrlich gesagt, ich brauche ein bisschen noch was. Ja, aber dann kann man ja sagen, Patrick, ich kaufe Geschenke. Und mach da nicht jetzt Geschenke sind es in dem Sinne nicht. Aber es ist, ja. erst. Also wirklich, also da kannst du schon Zubehör. kompliziert machen Zubehör. auch. Für die Ja, Geschenke. Oder was? Zubehör für die für die Geschenke. Feiern. Ja, Für die alles dann. Feiern, ja. Sehr wacker, sehr wacker. Hauptsache es wird gefeiert. Ich bin ja auch auf einer Feier am Sonntag, von meinem Neffen Geburtstag. Und das war ganz großartig. Wir haben schwerstens versagt. Meine Frau, Mama, mein Munkelein, ich komplett versagt, weil am Sonntag ist diese Geburtstagsfeier von meinem Neffen. Und deswegen fahre ich ja in die Klause raus, nicht, weil das ist ja draußen am Land. Und aus dem Grund habe ich dann gesagt, ne, dann bleibe ich gleich draußen und dann machen wir am Montag dann die Pavlatschen am Abend dann beide aus der Klause raus. Auf jeden Fall dazwischen dann irgendwann, also das ist noch nicht lang ausgemacht, ich sage jetzt mal 2 Wochen. Ja. Und, und, äh, und meine Mutter sagt, du, wenn sie rauskommt, da könnte man ja am Sonntag Mittagessen gehen. Und das ist eine gute Idee, ne? Mit einer Freundin gemeinsam für. Immer Jetzt gehen wir gut, ja. Mittagessen. Nicht? Und wo gehen wir denn hin? Wir haben 3-mal oder 4-mal telefoniert, wo könnte man hingehen? Und dann hat sie mit ihrer Klasse. Freundin telefoniert und gesagt, na, sie hätte gerne mal was denn nach Tiefenbach zum Buchecker. Ein ganz großartiges Wirtshaus in Wirklich? Grumbach ist das, also Tiefenbach. Grumbach, bucklige Welt. Der Buchecker, da hätte es gern hin. Und ich gesagt, na passt, na wunderbar. Die Mutter hat gesagt, du, ich bestelle gleich einen Tisch. Und dann ruft sie mich gestern an. Natürlich alles bestätigt, auch durch meine Frau und von mir. Und meine Mutter ruft an und sagt, erst, sag einmal, am Montag ist ja nicht der Geburtstag vom Buben, vom Neffen. Am Und ich sag, Sonntag, ah ne? ja, am Sonntag, ja. Ja. Habe ich gesagt, ah ja, genau, deswegen fahren wir ja eigentlich raus. Und wir sind also alle original, haben das in einem Satz verschwitzt und haben uns dann nur mehr aufs Essen konzentriert, gemeinsam essen gehen.
Das war legendär. Klar, Sogar klar. mein Munkelein. Das ist ja auch nicht aufgefallen. Ah ja, am Sonntag, wir sind ja bei der Feier. Wieso haben wir so? Und da die Mutter hat schon einen Tisch bestellt, alles schon wieder angesagt. Ein Klassiker Deluxe ist sowas. Ja, wobei, Kenn also ich. Ja. das haben wir, also das ist uns so in der Form auch noch nicht passiert. Nein. Weil dass ein Termin langfristig irgendwo vielleicht verschwitzt oder was, auch wenn im Kalender steht, das kann schon mal sein, aber das ist ja jetzt erst ausgemacht worden, also vor 2 Wochen. Der Georg Scheurer, Wenn es ums Havern geht, da sind wir dabei. Ne? Das ist eh klar. naja, da ist sofort da ist mein Hirn sofort der Fokus Schaltet um geschalten. das Hirn. Nicht? Und ja, Verstehe ich. aber wie gesagt, wir fallen ja nicht ums Essen um, sondern nur um den Event Location, wie wir so sagen. Der Georg Scheurer ist da, guten Morgen, Skyfall ist da, einen wunderschönen guten Morgen. Bravo Skyfall, das gefällt mir, dass du da wieder dabei bist. Und der Georg, ohnehin unser Schurl mit den Gummiurl. Das so hat man immer so gesagt, gell? Schurle mit den Gummiurle. Aber woher das kommt, weiß ich auch nicht. Weiß Ich das kenne wer mit den vielleicht? Schule mit der Blechham. Den gibt's auch, der Schurl Das mit der kenne ich Blecham. wieder, ja. Ja, Ja. Wo interessant, das gell? herkommt, weiß ich auch nicht. Aber gerade der Georg, der Schurl, der wird da Ja. mehrfach. Schau, der Maber Schule ist mit da. den Gummiurle, ist gut, oder? Schurle mit den Gummiurl und der Schurl mit der Blecham. Ja, das ist ja auch großartig. Der Maber ist da, guten Morgen. Das ist ganz leibend, weil gestern beim Taschler waren unter anderem auch Hessen anwesend. Ein Bärchen aus Hessen. Und Genau gesagt aus Frankfurt, glaube ich, haben sie gesagt. Ne? ja, Bei der wenn's direkt aus, ich glaube direkt aus Frankfurt, glaubst du? Ich weiß gar nicht mehr. Weil man Das sagt, weiß ich wo gar kommt sie her? Aus Frankfurt, aus Hessen. Naja, ja, aber ich weiß nicht, ob es ist ja wurscht, ja, aber ob es jetzt Frankfurt wirklich, weißt du, oft sagt man das so, Oft sagt man ja. weißt du, ich bin aus Frankfurt, aber dabei ist halt von daneben. Nicht natürlich in Österreich, nicht, weil die Klosterneuburger, wenn ich gesagt habe, der Rest sind Wiener, und ich so, nein, wir sind Klosterneuburger, aber ich dachte, Alter, bitte, das ist ja da gleich, nicht, das ist näher Aber zum das ist wie wenn Taschschloss ich, und Ding. wie wenn ich einen Hamburger jetzt sage, zum Beispiel, ich bin im Weihviertel daheim, ich sage eigentlich auch oft, wenn ich mit Ausländern ich bin in Wien daheim, ich bin ein Wiener, weil Weihviertel die 50 Kilometer weg, das ist, ja. Ja, Ich sage, Eibestal, sag Mistelbach, sag Beusdorf, sag, Kinds ja. kennt gar keiner, ne? Das ist Zumindest in der ja. Nähe von Wien, gell? Umland von Wien, nicht, sage ich oft dann. Ne? Ja. Der Maber merkt schon, Mittelhessen. Ja, wobei, da waren sie sich unsicher. Ich gesagt, na, Mittelhessen, so. Ja. Rheinhessen haben sie dann gesagt, okay, Rheinhessen, das ist eigentlich das Weinbaugebiet. Aber Mittelhessen, was könnte das eigentlich sein? Wir Südhessen oder so irgendwie. Gell? Also, So, du Maber gar auf jeden nicht Fall, kennt, ja. ja, Den mit kennt. Eichhessen, Interessant, ja. mit Eichhessen tue ich mir ein bisschen schwer jetzt da. Aber jeder ist woanders. Also Hessen muss ja, das muss ja ein Staat sein. Frankfurt ist in Hessen, nur so gesagt. Im Hessen. So seine Moser. Ja, Frankfurt ist in Hessen, das wissen wir. Aber ich habe jetzt gemeint, ob die jetzt direkt aus Frankfurt kommen oder ob sie nur so gesagt haben, Frankfurt. Nicht? Also ich glaube, ich bilde mich ein dann irgendwie beim Reden, dass ich das dann für mich, dass das geklungen hat, Patrick ist eingefroren. Der Patrick ist eingefroren. Schau, er war ein gutes Bild grundsätzlich. Patrick ist eingefroren. Die Technik spielt schon wieder mit, einmalig. Nein, jetzt ist er wieder da, Gibt's aber oder? nicht. Nein, da nicht, ist eingefroren, ja. Ja, Komisch. Patrick, das ist Internet, Hörst das du ist mich? Hörst du Bandbreite. mich? Ich höre dich wieder, ja. Ja, Okay, dann passt. ja. Das ist definitiv Internet. Aber es Wir ist nicht müssen abgebrochen, durchhalten. alles okay, bin schon zufrieden, wenn es so geht. Wir müssen durchhalten. Es ist so, wir haben das jetzt gehört, also bei uns da in Wien, wobei da ist ja die geringste Schwierigkeit mit dem Ganzen, kommt das Glasfaser nicht vor Herbst. Das ist einmal fix, das wissen wir. Nicht vor Herbst. Und bei mir in der Klause, also ich meine, das Wetter innen ist offen. Das Wetter innen ist Es ist offen. wirklich offen, ja. Weil ich kriege definitiv 100%ig das Gemeindewasser dieses Jahr, Sommer, Herbst in dem Bereich. Und da kommt die Leerverrohrung zumindest mit fürs Glasfaser. Das ist Dann schon natürlich, und das ist schon viel. Und dann sind wieder alle Möglichkeiten offen. Also es könnte, so wie es jetzt ausschaut, es war zum Lachen, wenn der erste Ort, der mit Glasfaser versorgt wird, meine Klause ist. Das war natürlich ein Wahnsinn. Ich hau mich an, ja. Und das zweite dann bei mir und das letzte dann in Wien war, ja. Das Ja. war schon Gut, ja. zum Loch. Wobei, wie gesagt, da in Wien stört es am wenigsten, weil da haben wir wenigstens vom Funktioniert ja Mobilen, sehr gut, ne? wenn nicht gerade ein mörderisches Wetter ist, dass du sagst, das stört, okay.
Aber das kann wahrscheinlich dann sogar beim Glasfaser auch sein, weil Könnte keine aber Ahnung, auch sogar dann sein, ja. wie die das dann führen. Nicht? Aber es ist auf jeden Fall alle Möglichkeiten offen. Und dann, wie gesagt, wenn alle 3 Haushalte mit Glasfaser versehen sind, dann gibt es nicht eine Wallfahrt, eine Dankeswallfahrt, vielleicht das auch, aber das geht man machen, eine Dankeswallfahrt mit Konzert. Das geht man machen. Ja, das war Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall gibt es dann Party. ja, also ein Gala-Konzert zur Glasfaser, deren Tarif wir uns dann vielleicht gar nicht leisten können. Ne? Wenn wir sehen, ja. Was weiß man, Wenn was es weiß man. 200er kostet im Monat, wird es happig. Sagen wir so. Für 3 Haushalte. Ist halt jeweils 200, sind 6 so. Ja, das ist, nein, das ist Wird aber nix. nicht sein. Wird nicht sein. Man weiß nicht, was die. Mittlerweile wirklich bin ich ja durchaus geneigt, wirklich das Schlimmste anzunehmen, was unsere Politiker betrifft. Nicht nur unsere, sondern alle. Aber ich halte mich tapfer. Aber es ist, Wir es halten ist ja, durch, wir halten durch. ja, man muss ja nur durchhalten. Aber es ist ja wirklich so, dass du es ist, wenn du denkst, ja, es wird schon werden, es ist egal, es kommen täglich so viele Informationen rein aus der hohen Politik, wo du wirklich einfach zweifelst an der Menschheit. Das ist teilweise wirklich schon ganz grandios. Ja. So, die Nathalie ist da. Praktisch Guten bildend Morgen. ist das, ja. Na, was Und heißt das? fördernd. Kannst du laut. Das Das kannst ist du laut schon sagen. nämlich, der Rest, die Technik stört mich da nicht, da wächst man kein Mensch mehr. Aber bei dem Thema, wenn es geht, Politik, da denke ich mir, da kaufe ich mir für 32 32 Groschen Groschen. einen Vorschein nach Neuwaldeck. Da rasten halt die ganze die Guschen. Und alle Sorgen, die sind weg, ja. Hermann Leopoldi. Hermann Wenn wir es gestern Leopoldi. gespielt haben, wir Abend, Haben wir gestern Mhm. gespielt. Auf Wunsch. Auf Ja. Wunsch. Und, Auf Wunsch ja, eines Paares aus München. richtig. Wobei, ich glaube, sie war sie ja Österreich. Ich glaube, sie war sogar Sie Österreich. sind beide Oberösterreicher, sind aber Beide, seit beide. 20 Jahren in München. Ja. Das habe ich noch mitgekriegt, Daheim, ja. irgendwas, ja. Ja. War leibend. War sehr leibend. Dampfhammer ist da, Nathalie Raffe, der Georgscheirer, Glasfaserschmeichler. Ja, auf das warten wir noch. Ah ja, genau, und der Schorsch mit dem blauen, der Schorsch, der Reim auf Schorsch, der ist natürlich klar, aber Schurle mit den Gummiurle und Schurle mit der Blechhaum, das waren wirklich zwei Begriffe. So wie zum Beispiel auch das, warte mal, da spielt HWDR im Chorltheater. Das ist auch etwas, das war früher gang und gäbe, dass man das gesagt hat. Na, da spielt HWDR im Chorltheater, aber heute sagt man es fast nicht mehr, Ja. aber früher ist es viel Naja, aber gesagt keiner worden. mehr, ich glaube, weil es das Chorltheater schon so lange nicht mehr gibt. Das ist jetzt über Naja. die Generationen fort. Ne? Ja, aber das haben wir wie auch nicht Das ist kennt ja und das ist trotzdem gesagt worden. Ja. Das ist ja, Aber das, da war es noch da. Also je länger das dauert, umso mehr baut sich sowas dann oder verschwindet dann. Ne? naja, ich glaube schon, dass das Zeiten die wird das Sprache noch ist, geredet und dann, weil es halt nicht mehr geredet wird. Aber wenn das die Eltern sagen, ja. dann sagen es die Kinder. Wenn es die Kinder sagen, sagen es die Enkelkinder und so weiter. Also ich glaube nicht, dass das jetzt da grundsätzlich verschwinden wegen einem Chorltheater, weil es das nicht mehr gibt. Das war am Broderstern, war das, gell? Oder Broderstraßen, dort irgendwo war das Chorltheater. Und da spielt es HWDR im Chorltheater, aber genau die Geschichte weiß ich auch nicht mehr. Weißt du nicht den mehr, noch? ne? Na, der Seiter hat mir das einmal erzählt. Der Herr Der Braun. Herr Baron. Der Herr Baron. Der Seiter. Der Herr Baron, ja. Der hat mir das, ich kann mich aber nicht mehr, wie das war, wie das zustande gekommen ist. Zu lange her und zu lange Ich weiß nicht auch nicht darüber nachgedacht. Und Ich weiß auch jetzt nicht mehr. bringst du das gerade wieder auf, dass wir wieder da nachdenken. Ja. Aber ich glaube, das ist gar nicht so leicht dann zu rekonstruieren, weil ich glaube, dass da schriftliche Quellen eher nicht existieren, warum das gesagt wurde. Aber das wurde in Wien gesagt, also das weiß ich noch, das war früher gang und gäbe. Wann hat man das gesagt immer? Da spielt es aber die Ehre im Chorltheater. Das war, ich weiß Da nicht, gibt was es ja das. einen längeren Spruch, das Ganze. Meine Herren, Um meine Warte meine mal. Herren, meine Herren, am eine beim Kern, am Broderstern, ich glaube, Kern hat das Wirtshaus geheißen und irgend so. das Wirtshaus war der Kern, ja. Meine Herren, Das ist nicht mehr. meine Herren, wir sind beim Kern, am Broderstern, weil heute spielt es HWDR im Chorltheater. Aber das hat man ja seltener gesagt. Aber dieses, Ja, ja, jetzt spielt es HWDR
am Querltheater, das war eine gängige Floskel. Aber ich überlege gerade, wie man sagen kann, als Synonym, wann man das gesagt hat. Da spielt es auch mit Das weiß ich auch Ehrenquerl. nicht. Das war, Für das das ist bin so, ich auch schon zu jung. ja, ich glaube, das war so, wenn du heute sagst, na Bumm, zum Beispiel, jetzt, gell? Na Oder Bumm. Oder eben, was sagst du, na habe die Ehre. ich weiß es nicht, ja. Ja? Und wann sagst du, also wenn irgendwas, das war eine Mischung aus Sorge und Bewunderung. Na Bumm, weißt du, na habe die Ehre. Da spielt habe die Ehre Ja, im habe die Ehre sagt Quartertheater. man schon noch. Also ich Sagt man zumindest noch, noch. ja. Na, Ja, habe ja. die Ehre. Nicht? Wenn Aber irgendwas das, ist, nicht? aber das ist wirklich, das ist wirklich, diese Wiener, also manche Sachen sind schon spannend, wie das entstanden ist. Nämlich, dass es wirklich auch jeder gesagt hat. Das war wirklich gängig in unserer Kindheit, Jugend. Das haben die Leute gesagt, na, wenn du die Schultasche reingerammt hast oder ausgerammt oder irgendwas und da ist was runtergefallen, da ist das Federpenal, die Stifte sind gefallen. Dann hat irgendeiner gesagt, da habe ich die Ehre, da spielst habe ich die Ehre im Quarltheater. Ne? Mhm. Oder das war so auch mitunter verwendet, auch als Androhung. Na, wenn du es jetzt nicht aufräumst, dann spielst du habe ich die Dann Ehre im spielt habe die Quarltheater. Ehre. Ne? Ja? Mhm, mhm. Aber ja, ja. Schau, der Georg Scheurer, Schurl mit der Blechraum wurde von den Wienern der heilige Georg genannt. Na, ergibt natürlich einen Sinn. Das ist der klar, Der klar, heilige Georg, mit der Helm, ja. Drachentöter, ne? Der Drachentöter. Ja, das ergibt einen Sinn, der Schurl mit der Blechraum. Das gefällt mir schon wieder. Danke, Das war Georg sicher Scheurer, für diesen Hinweis. irgendein spezielles Abbild oder irgendwo wahrscheinlich sogar, wo das besonders hervorgehoben ist, vermute ich jetzt einmal. Ja, muss So aber nicht rein sein, einfach weil gedacht. natürlich der Drachentöter Georg wurde immer in Rüstung dargestellt, immer meistens zu Richtig, ja, ja, Pferd mit der Lanze, nicht, wo er den Drachen genau. niederstreckt. Der Und vielleicht Schurl, ist gibt es sehr. irgendein Gemälde oder was, wo der Helm so ganz besonders hervorleuchtet oder so. Der Wiener macht ja da gleich der Schurl mit der Blechhaube. Das ist großartig. Das gefällt mir. Das Das ist gefällt mir wienerisch. schon wieder. Das gefällt mir. Das Ja, ist, weil das ist so liebevoll. Nicht? ja, Das ist ja gar nicht bäs, nicht? Das ist einfach liebevoll. Der heilige überhaupt nicht. Georg, der Schurl mit der Blechhaube. Herrlich. Mhm. Wir brauchen mehr. Wir Gefällt brauchen mir. mehr solche Namen. Das Wir gefällt müssen es mir, ja die Schurl. Schurl Ja, mit der das leid. Blechhaube. Der heilige Georg. Georg Scheurer, auf jeden Fall, das ist ein Hinweis, für den bin ich da jetzt ewig dankbar. Vielleicht ist es eigentlich ein allgemein Wissen fast, dass das ja jeder weiß, der Schurl mit der Blechhaube, der heilige Georg. Aber ich habe das wirklich nicht gewusst. Das nicht gewusst. Der Schurl mit der, ja, na dann bleibt ja der Schurl mit den Gummiurle, wo das wieder herkommt. Das ist, glaube ich, weil der Reim ist lieb ist, glaube ich. Das ist eine Wahrscheinlich reine auch. Geschichte. Aber Ja, warum vermute ich einmal. Gummiurle? Warum Gummiurle? Ich weiß es nicht. Aber das sind Sachen, Ja, die das Uhren kannst haben sie du. am nicht angehakt, den Georg, oder so? Nein, wüsste ich Nein, nicht. das hat da nichts. Die Da nix, Gummiurle, ne? die Schule mit den Gummiurle. Ich meine, ja, es könnte schon sein, dass der Reim alleine dafür steht, aber Das vermute ich das fast, glaube ich nicht. eigentlich. Ne? Na, glaube ich nicht. Weil das muss ja irgendeinen Zusammenhang, weiß ich nicht, muss ja geben. Ja, wir trinken mal einen Schluck Kaffee, was sollst du machen? Aber das gefällt mir auf jeden Fall. Der heilige Georg, der Drachentöter, in Wien bekannt als Schurl mit der Blechhaube. Das ist typisch, das ist Wien. Das ist warum, auch einer der Gründe, warum ich die Stadt so gern habe. Ja, Und, ja, und die Wiener auch. Das ist einfach, ja, das ist absolut. schön. Aber zum Mhm. Beispiel jetzt wirklich, das gleich um ein bisschen sofort wieder dieses Hochgefühl in einen dem Wiener entsprechenden ranzerten Unterton zu bekommen. Mhm. Das ist natürlich, das ist früher gegangen, weil der Wiener noch Wienerisch geredet hat. Heute wird der Wienerisch oft missverstanden als dieses Prolettenwienerisch, dieses derbe, vulgär-Wienerisch. Ne? Das ist, ich mein, ich bin froh, dass es immer mehr auch Musikgruppen gibt, die wieder Wienerisch anwenden oder singen. Absolut, Aber absolut. es ist halt, wenn ich zum Beispiel Seiler und Speer hernehme, um jetzt ein Beispiel zu bringen, Mhm. die ihren Erfolg zu Recht haben, das ist wirklich leibend, was die machen, haben auch lange daran gearbeitet und intensiv, aber es ist halt für mich eine Facette des Wienerischen und es ist nicht das Wienerische, sondern es ist einfach, ja, Prolettenwienerisch, das ist das Es ist ein Teil vulgär, davon. das Mundelwienerisch, genau, ist ein Teil des Wienerischen, Mhm. aber es ist eben nicht, und aus sowas wäre weil Schul mit der Blechhaum ist ja nicht derb tief, sondern ist der Schul mit der Blechhaum.
Ja, das kannst du ja so oder so sagen. Also ganz Ist ja auch die großartig. Ja. Sprachmelodie, wie man etwas sagt, dahinter Richtig. ganz anders. Ne? Der Schauer mit der Blechhahn, das wäre schon wieder, Ja. das ist was anderes, wenn man sagt, der Schwurl mit der Blechhahn. Ja, Große Unterschiede. der Christian Sommerauer ist da, guten Morgen. Die Grete Kottersteger ist auch da, jawohl. Ich habe die Ehre. Jawohl. War eine gängige Grußformel des Urgroßvaters von Klausi. Wirklich wahr? Warte mal, Urgroßvater? Warte mal, nein, den habe ich natürlich nicht gekannt. Das Nein, das heißt, geht sich nicht aus. das heißt der Papa ein Grabenweger, das heißt der Papa von deinem Vater logischerweise eigentlich. Also dein Großvater muss das gewesen sein. Also der Großvater väterlicherseits von meiner Mutter. Also in meinem Fall der mütterlicherseits. Aber, naja gut, ich will das nicht übertreiben. Aber was war die Grußformel? Habe ich die Ehre das Kordeltheater oder der Schule mit den Gummiurle? Was war die Grußformel? Na klar, heute spielt habe ich die Ehre im Kordeltheater. Das kann das Wobei nicht das klar. mit den Gummiurli, muss man sagen, das kann noch nicht so alt sein, weil wie lange gibt es einen Gummi, muss man nur nachdenken, oder den Naja, Ausdruck schon Gummi? lang. Also, Mhm. okay, jetzt nicht Ja. im. Naja, ein Gummi gibt es schon lang. Ja, Die Gummiuhren. Also, also, es ist sicherlich jetzt nicht. nicht aus dem 18. Ins, Jahrhundert, das vielleicht nicht, aber sonst aus dem dann 19. schon. Jahr, könnte schon sein. Das Ja. geht. Also so eine ganz eine junge Erfindung ist der Werkstoff Gummi nicht wirklich. Ja, so neu ist er nicht. Also, Ja, sage ich ja. Ne? stimmt schon. Schau nach, seit wann es ein Gummi Nein, gibt. ich muss was anderes. Nein, Ach so. Entschuldige, das ist Na, was jetzt? gewichtige Anfragen. Ich bitte um Verzeihung, das schreibt schon zum dritten Mal. Wer. Der Raffi schreibt da, ich mag Wien auch sehr. Ja, aber wie gesagt, das war schon leibend, wenn du es so betrachtest. Und das ist schon, wie gesagt, das Nörgel nicht ganz hinten anstellen zu lassen. Äh, diese Sprachenvielfalt und diese Melodien, dieser Melodienreichtum der Wiener Sprache, das ist natürlich schon etwas, was mehr oder weniger eigentlich verschwunden ist. Also von der Lebendigkeit her. Ne? So wie das Wienerlied. Nicht? Wienerlied war früher eine lebendige Volksmusik. Das hat man kennt, das hat man gesungen, das war an jedem bekannt, die Lieder. Ob man singen können oder nicht, ob man musikalisch war oder nicht, das war einfach grundsätzlich bekannt, das war im Alltag vorhanden. Und genauso mit der Sprache, die war halt da, nur jetzt wird es halt erhalten. Das ist wie ein Konservieren, das ist halt schade. Und das liegt natürlich daran, das liegt schon an diesen neuen Medien, speziell am Fernsehen, habe ich immer gesagt, das Pro7 Synchronsprecher Deutsch. Ne? Das ist das ganz schlimme Deutsch. Also Das Schlimme ist überhaupt, diese Nivellierung, oder Gleichschaltung, so fast, muss man ja sagen, der Sprache, die dadurch entsteht irgendwo. Jeder spricht, man kennt keine Unterschiede mehr. Ne? Das ist alles so, im deutschsprachigen Raum reden die Jungen alle gleich. Das klingt alles gleich. ja. Das ist schade. Die ganzen Färbungen, diese Sachen, das geht alles verloren eigentlich. Ne? Das ist schade. Ewig schade drum wahrscheinlich, wenn man dann sagen in 20, 30, 40 Jahren, Naja, 100 Jahren. naja, Oder es kehrt sich wieder um. das Weil sagt zum man Teil jetzt wird der schon. Dialekt schon sehr geschätzt wieder von jungen Leuten. Nicht nur das Vulgäre, sondern überhaupt. Ja. Ja, schon, aber es ist zu spät, Zum Teil. genauso wie im Wienerlied. Es ist ja zu spät im Sinne von der ungebrochenen Tradition dessen. Nicht? Also, Ja, man ja. jetzt sagt, die Sprache, klar, viele Junge wollen das wieder haben, aber wo sollen sie das herhaben? Also, es redet ja keiner mehr so. Ne? Ja, mir schon, aber Naja, auch nicht mehr so aber wirklich. wenig. Ich meine, natürlich, wir sind Ja. dann schon noch, oder es gibt schon noch viel, ne? Aber wirklich im Alltag hast du diese Sprache sehr, sehr selten. Und diese wirklichen originalen Begrifflichkeit, dass du die Tonalität so ins Ohr bekommst, dass es dir sozusagen dass es für dich Wahrheit wird. Nicht? Also wenn man halt aufwächst mit einer Sprache. Ja, Nicht? genau. Das ist zu spät. Du kannst es jetzt nur mehr aktiv lernen. Das ist so wie Latein halt. Nicht? Das ist jetzt, Wienerisch will ich jetzt nicht unbedingt als tote Sprache bezeichnen, so schlimm ist es nicht. Nein. Aber natürlich, es nimmt dann schon diese Züge an, weil ja die Natürlichkeit jetzt gar nicht mehr so gegeben ist in Wahrheit. Nicht? Also du müsstest jetzt ein Kind aufziehen und ganz bewusst
dem Wienerischen aussetzen. Nicht? Also was das heißt, CDs oder keine Ahnung, Abspülen von Interviews, von Gesprächen, von Mitschnitten, von einst, nicht? Was ich sie. Von einst, ja. Ja, nicht? Und, Ja, und, ist so. und weil selber kannst du das fast schon gar nicht mehr so richtig. Das ist Nicht? richtig, ja. Und dann viele haben, ich weiß auch nicht warum, dass man gesagt hat, lern Hochdeutsch. Also dass man wirklich Wobei, ich das muss dir jetzt verstehen. sagen, ich habe den Wiener Dialekt eigentlich erst mit 6, 7, 8 Jahren dann gelernt. Bei uns wurde daheim, haben wir schon mal geredet über das Thema, kannst du meinen Bruder fragen, wir wuchsen mit Hochdeutsch auf. Wenn wir so Ja, geredet haben daheim eigentlich. ich Das auch. war, Ich meine, mein Vater das war Regierungsrat sowieso, ja. und aus Niederösterreich, das war keine Wiener, die Mutter war auch keine Wienerin. Aber Also ich trotzdem bin reden wir daheim. Wienerisch jetzt beide. Ja, Ja, eben. Aber ja. weil, weiß ich nicht, weil meine Umgebung wienerisch war. Ne? Und meine Eltern haben Klar. nie gesagt, lern Hochdeutsch oder red Hochdeutsch. Ne? Also Nein, maximal, wenn ich nicht, vulgär gesprochen habe, dann haben sie es mir wurde natürlich nie schon. definitiv angesprochen, aber es war einfach so. Ja, ja, das war. Aber wie gesagt, ich bin daheim jetzt auch nicht wienerisch geprägt worden. Aber eben, Ja. aber zum Beispiel, es ist oft am Wochenende der Radio Grand, weißt du, der Google hupft zum Beispiel, nicht? So diese Immer. Sachen. Ja. Außerdem Und die Großeltern, ne? Der Opa hat schon Wienerisch geredet, ne? ja, ne, bei mir auch nicht, weil ich Das ist natürlich so. keine Vorfahren aus Wien Ja. hatte. Ne? Also ich bin der erste Wiener in der Generation eigentlich. Mhm. Eigentlich, ne? Und da, äh, aber damals, wenn ich jetzt nicht hernehme, der Kugelhupf, nicht? Wer war denn das alle? Hilf mir jetzt da. Jetzt fallen mir die Namen alle nicht ein. Da waren Lori Greiner war dabei, Keiner, genau. Herbert Pricobar, Der, richtig, der Kurt Sobotka, richtig. War der Bronner nicht einmal dabei? der Bronner war am Anfang auch Oder war am dabei Anfang noch, dabei, genau. gell? Ja. Und die vier, glaube ich, Ja, waren so, das ursprünglich. und die haben natürlich jetzt nicht dort geredet weiß ich nicht, in Simmering beim Straßenbau, Nein. aber das war eine österreichisch-wienerische Färbung. Ja, Und genau. dadurch hat man das gelernt eigentlich. Und das meine ich mit Alltag. Ne? Man war Ja. umgeben, aber eben nicht vom Proletendeutsch, sondern ich meine, das war in Otterkring natürlich auch vorhanden. Nicht? Wenn wer eingestiegen ist in die Straßenbahn, ich bin da gestanden, eine kleine Bladebauer, nicht? Das ist ein Gefühl auf die Seiten. Nicht? Also das waren schon übliche Gab's auch, Dinge. ja, natürlich. Das war, aber wie gesagt, man war im Alltag mit diesem Naturwienerischen oder mit diesem Österreichischen, Immer. ja, da war man konfrontiert und dadurch ist es entstanden. Und meine Eltern haben das weder gefördert, noch haben sie es irgendwie Ja. blockiert. Ne? Die- Das war eigentlich wurscht. Aber ich kann mir erinnern zum Beispiel Interviews vom Joe Zawinul, ne? Der Erdberger. Äh, Das war schon sehr Slang. Also der hat schon sehr einen Wiener Slang Ja. geredet. Der hat sich, glaube ich, tatsächlich auch schwer getan, Hochdeutsch zu sprechen, in dem Hochdeutsch, Sinn. ja. Ja, wird er schon kennen haben, nicht? Aber ich glaube, da ist es schwer da, weil natürlich hat in Amerika gelebt und Jahrzehnte in Amerika natürlich ja, geprägt dann natürlich von der Sprache und klar, natürlich. ist ja so. Aber, aber wenn er geredet hat, hat er sehr lokal wienerisch, erdbergerisch, möchte ich fast sagen, hat er geredet. Ne? Ja. Das war, und eine meiner größten Empfehlungen diesbezüglich ist immer der Peter Alexander. achso, ja, ist auch Einen gut. wienerischen, Ja, für mich, oder sagen wir, das österreichische als Beispiel immer für mich. Der spricht Hochdeutsch und man merkt aber, das ist trotzdem wienerisch. Das ja, ist ja, so herrlich. ja. Das stimmt, das haben wir mal festgestellt, ja. In Ja, seiner, das Hochdeutsche ist eindeutig österreichisch. Das ist wienerisch, ja, tatsächlich. Das stimmt. Ja, was Wunderbar, ich meine, was wirklich eine Empfehlung ist, weil ja. da gibt es eine CD davon, ich weiß nicht, ob es das wird es im Netz auch geben, vielleicht sogar schon auf Mhm. YouTube auch, und zwar Oskar Werner, das letzte Interview. Oskar Werner war natürlich als Schauspieler und hat sowieso eine sehr prägnante Aussprache gehabt und Stimme, aber das war ein Urwiener. Und der hat natürlich alle Kunstsprachen beherrscht, nicht? Vor allem also das Burgtheaterdeutsch und diese ganzen Geschichten, wie man das einst gelernt hat. Aber da gibt es eben diese CD, das in einem Kaffeehaus wurde das letzte Interview mit ihm aufgenommen, bevor er gestorben ist. Und in diesem Interview redet er feinstes, schönstes,
herrlichstes Wienerisch. In keinster Weise Genau. Arsch, Deppert, Beil oder so irgendwas, sondern na, richtig schön die Sprachfärbung des Wienerischen. Also wer die Möglichkeit findet, vielleicht gibt es ja auf YouTube, müsst ihr mal schauen. Oskar Werner, das letzte Interview. Und Gibt's, da ist das, ja. gibt's. Auf YouTube oder was? Gibt es es? Auf YouTube gibt es das. Ich habe schon angeschaut einmal. Es gibt schon Ah, lange, sehr gut. lange auf YouTube. Wirklich wahr. Haben wir noch einmal angehört auch. Ich Wann mir sie es nicht damals, gelöscht haben wieder. Es naja, ist das ganz ist die komplett, Gefahr. ja. Aber ich mir Mhm. damals tatsächlich diese CD gekauft, was der auf der Kärntnerstraße, wie hat der Kassen? Mhm. Den gibt Emi. es auch nicht mehr, der Eme, den gibt es auch nicht mehr, Emi. glaube ich, gell? Oder gibt es auch noch? Vielleicht vertue ich jetzt was falsch. Da bin ich jetzt überfragt. Ich habe mir eingebildet. Aber ist ja wurscht, auf jeden Fall da beim Ja, Eme, weiß ich der hat jetzt ja nicht, sehr ja. viel so österreichische Produktionen, hat der sehr viel gehabt, auch der, historische und vielleicht eh noch Mhm. immer, muss man wirklich mal schauen. Und da habe ich mir diese CD gekauft, das war wirklich spannend, wirklich spannend. Na, großartig. Ja. Großartig, ja. Du, ein kurzer Blick in den Chat. Roland In den Sperk ist Chat, in ja, ich schau auch Facebook gerade, mit ja. dabei. Später aber auch Grüße aus dem Weinviertel. Servus Roland, grüß dich Gott, jawohl. Roland, jawohl. Und dann Wir telefonieren Susanne, nachher. da schau her. Ja, wir sind ja heute bei unserem gemeinsamen Freund, wo ihr nicht dabei Mhm. seid, nicht wahr? Das ist also das ist ein bisschen eine Niederlage, aber ja, wir werden das schon irgendwie hinkommen. Also, ja, ich Wir hoffe, es haben werden sie dich alle, würdig vertreten. ja genau. Roland, ich hoffe, es haben sie alle erholt von dem Schock meines Sturzes im Hause. Ja, wirklich. So, aber jetzt, pass auf, Susanne Moser, wieder auf YouTube, ist natürlich sofort, muss ich sagen, eine verlässliche Quelle, die sich gleich darum kümmert, dass man sich Ja, auskennt. genau. 1839 gelang der Durchbruch von Gummi. Und die Genau. Naturgummi, ne, den Kautschuk, da kam Gibt es Christoph Jahrtausende. Kolumbus Ja. 1493 in Berührung. Na klar, gibt Mhm. es ja Jahrtausende, aber halt der Europäer war da ein bisschen hinten nach. Ne, Mhm. bei dem, Mhm. ne? Also danke schön, Ja, weil die Susanne, für Gummibahn bei uns nicht wachsen. Ne? Das ist das die Problem gewesen. Gummibaum. Ja, das ist großartig. Der Gummibaum. Magnus Sterzinger meint, Kautschukbaum, ja. ja, bei uns gilt in den Dörfern bzw. Tälern aufgrund des Dialektes Hochdeutsch oft als Fremdsprache. Ja, das ist, glaube ich, das Wort, ja. Das Mhm. ist aber auch im Wienerischen so gewesen. Das war Fremdsprache, also Hochdeutsch. Jetzt ist es, das war immer vorbehalten nicht, aber das haben Leute kennen, die einen Sprachberuf hatten, wie Journalisten, Genau. Redakteure, Moderatoren, wobei oft nicht einmal. Eben siehe, ich meine, ja, Peter Alexander, wenn man nicht sagt, Hochdeutsch, na, der hat, und wie der Hochdeutsch hat keiner. Ja, Aber eben, genau. aber das ist wenn er sich nicht versteht hat und einen deutschen Dialekt aufgesetzt hat, äh, dann war er so im schönsten Hochdeutsch erkennbar als Wiener. Ne? Aber das ist Ja, das, klar, ja, das, ja. das überall. Und bei mir draußen, also ich komme ja aus Neunkirchen, aus diesem südlichen Niederösterreich-Gebiet, und das ist schon sehr nah an der Steiermark und am Burgenland, und da haben wir das Schwarzertal. Das Schwarzertal, äh, das ist den Motorradfahrern natürlich bekannt, das Höllental, da so zwischen Rax und Schneeberg fließt die Schwarzer, ja, und das ist eben das Mhm. Schwarzer Tal, das geht ja dann nach Neunkirchen da durch, war der wichtige Fluss für die Industrie, ne? Deswegen das Industrieviertel, ne? Das südliche Niederösterreich, Industrieviertel. Und da und das waren eben durch die Industrie waren wahnsinnig viele Leute da eben aus zum Beispiel der Steiermark. Und jetzt ist dieser Schwarzertaler Dialekt, ist eine Mischung aus dem Böllen von den Steirer, Ja, aus dem ganz interessant. Raunzen, sage ich mal so, fast das Hernzerische, aber es ist nicht wirklich Hernzerisch, sondern das Raunzen da von den Burgenlandler und halt quasi dann die örtliche, mehr oder weniger dem Wiener näher seiende Sprache. Das ist ein ganz interessanter Dialekt, wird natürlich in der Form auch nicht mehr gesprochen, aber ja, ist da und ist jetzt auch nicht sonderlich schön. Muss ich auch sagen, ist nicht einer der schönsten Dialekte, weil er eben das alles so verbindet. Ne? Das Steirisch und Burgenländerisch und Ja. Wienerisch, das Und ist das ein bisschen Interessante hart. bei dem Schwarzwald ist mir wirklich, das Böllen vom Steirischen so prägnant ist. Fast prägnant, dass wenn jemand was weiß ich, aus Spital am Semmering oder aus Langenwang ist, die Ja, böllen weitaus weniger als die Schwarzertaler.
Na klar, weil hat die sich wirklich natürlich so auskristallisiert. Das ja, ist ganz interessant, der Dialekt eigentlich. durch, Ja, bei durch die Schwarzer Roller. Arbeiter, durch die Arbeiter. Und Ja, dann ja, ja. speziell, also erstens, das war natürlich durch die Industrialisierung dort im Industrieviertel, aber Mhm, dann ganz mhm. speziell auch durch den Bau der Wiener Wasserleitung, der zweiten Wiener Wasserleitung, die ja von der Steiermark aufkommen. Also eben aus dem Gebiet und auch Ah, aus dem Rack-Schneeberg-Gebiet dort. mhm. Ne? Und dadurch war halt da wahnsinnig viel Einfluss davon. Das ist ganz interessant. So, wichtige Information auf Facebook von Martin Smintheus. Smintheus oder Smintheus? Na, aber ich glaube Smintheus, oder? Martin Smintheus, Leiwand. Dankeschön für diese wichtige Information. Guten Morgen, die Herren. Den Emi gibt es leider nicht mehr. Habe ich das richtig in Erinnerung Ja, gehabt? ja. Gruß aus der Okay. Donaustadt, jawohl. Quasi ein Nachbar. Quasi ein Nachbar Dankeschön. da von Floridsdorf. Ja, der Emi, den gibt es leider nicht mehr. Ja, ich habe das irgendwo habe ich das im Hinterkopf gehabt, dass der aufgehört hat. Dann, der Georg Scheurer hat uns sofort aufgeklärt. Bronner, Wele, Brikopas, Sobotka, Greiner. Vorläufer Den, war der Watschenmann. Den Wähle habe ich Wele war vergessen. dabei. Der Wele war Ja, dabei. Peter Ja. Wähle, ja. Sagen Sie Wähle zu mir, nicht? Ja, herrlich. Ja. Roland Sperg meint Guter auch Mann. leider nein. Wäre wieder ein Abend zum Sterben, das glaube ich auch. Wir haben heute im Zuge unserer Landpartie Kult 24-Reihe ein Konzert im Memoriam Willi Resitaritz Espresso Rosi. Richtig, genau. Es ist ja. Das ist bei der Es, Gitti, glaube ich, wenn ich richtig informiert, wenn ich das wie richtig war? abgespeichert habe. Der Ich glaube, Gitti es ist im Gasthaus Hellmeister, glaube ich. Glaube ich. Roland wird kann mich ich gleich sein. korrigieren, wenn es wieder Blödsinn war, was ich Kann gesagt ich sein, habe. ja, ja, ja. Auf jeden Fall eben Landpartie Kult 24. Ist ein super Name. Bezogen natürlich auf diese großartige Veranstaltung der Landpartie am Kellerberg, dem Wienerlied Festival im Weifel. Wirklich eine leibende Geschichte. Und da machen sie jetzt auch rund ums Jahr mehr oder weniger, sage jetzt thematisch naheliegende Themen. Das finde ich eine recht eine tolle Geschichte. Also das wird sich noch herauskristallisieren als das Graceland der Wienerliedmusik. Sierndorf respektive jeden Speigen. Ganz leibend, Roland, habt viel Spaß, viel Freude und los molische Grüßen, die mich kennen. Und ja, Roland, und das ist ja nicht schlecht, wenn man mal einen Abend nicht. Ne? So. da muss ich den Roland gleich was schicken. Gehen wir. Jawohl, ist ja schon ein Wahnsinn. Für den Roland gibt es ein Feuerwerk beim Patrick. Jawohl, so schaut's aus. Stimmt, wegen dem Wetter, sonst wären wir am Kellerberg in Sierndorf an der Mach. Ne? Das habe ich mir gedacht, ja, dass das. Der Georg Scheurer meint, in der Molatgasse war sein Finale. Alleine, wenn er Was hast du dort. gesagt? Was habe ich gesagt? Die Mollertgasse. Molatgasse, habe ich immer gesagt. Das ist immer so halb Das war französisch, weißt du? Mollertgasse. Molar, Ja, ja. ich bin Molar, war halt französisch und wenn man dachte, ja, also ich glaube, französisch ist eigentlich falsch. Habe ich noch nie gehört, ich habe es immer Hab noch ich immer gesagt, Mollertgasse. Molatgasse, das habe ich wiederum noch nie gehört. Mollertgasse. Mollertgasse. Das Wieso heißt, wir kommen nach die über Mollert- 30 Jahren noch auf Geheimnisse drauf. Ja, na, Molar, ich meine, Super. es ist jetzt auch nicht so, dass ich oft in meinem Leben Molar oder Molatgassen gesagt hätte, nicht? Aber ich habe immer Molatgasse. Aber ich wollte immer wahrscheinlich Molar sagen, weil man so, nicht so französisch. Und darum habe ich mir gedacht, das fühlt sich aber falsch an. Und dann habe ich es halt nicht mehr französisch beendet, sondern halt dann Deutsch. Und dann ist halt die Molatgasse geworden. Ja. Alleine, wenn er dort bestellt hat, wurde diese Presslufthitten zum Burgtheater. Ja. Der Oskar Werner, da reden wir jetzt vom Oskar Werner. Legende, eine Legende. Eine Ja, was Legende. heißt, ja. Ja. Schaut an der Roland Sperger, ich kenne ja eh alle, die dort sind. Ja. Ja, wir sind ausverkauft, bravo, Weltklasse. Aber das war jetzt, glaube ich, das letzte Mal, gell? Das ist schon lange ausverkauft. Ja. Und der Raffi sagt, in der Gal wird nicht gebellt. Ja, nein, es wird eigentlich im Großteil der Steiermark nicht gebellt in dem Sinn, das Böllerte. Aber aus irgendeinem Grund hat sich das Böllerte eben bei uns dann Manifestiert fast. manifestiert, ja. 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 Weil die Böllerten, wir sind die Böllerten, die Südoststeirer, oder? Sind das die Böllerten? Oststeiermark, Sind die ja, Böllerten, ja? Oststeiermark, Basal ja. und so gibt es auch, da wird schon bald. Ne? Wird schon bald. Ja. Schau, die Megi ist da, gerade muss ich im Hintergrund telefonieren. Ja, passt schon. Megi ist da um eins, ich gestern gesehen beim Taschler, war wieder wild. Die Megi war am Start, war mit dabei. Das ist erlebend. Ja, aber dieses Wienerisch, das hat schon was. Aber mein persönlicher Favorit für heute ist das Schurl mit der Blechham. Weil man denkt, das kann nur einem vom Herzen Wiener reinen Wiener einfallen. Ja. Ja. Das Schurl mit der Blechham. Ein herrlicher. Weltklasse. Da bin ich so dermaßen dankbar jetzt dem Georg für diesen Hinweis.
Und ja, natürlich, wie gesagt, weil der Martin Smith das gesagt hat, auch mit Emi, den gibt es leider nicht mehr. Das ist wirklich schade. Das war eine Institution, da hat man wirklich viel bekommen, viel gefunden. Und dort hat's auch, das war das erste Geschäft, gell, Patrick, wo es unsere CDs zum Kaufen gegeben hat. Ja, Früher. ja, Also vor die über ersten. 20 Jahren. Die Ja. ersten, ja, genau. Die ersten, weil da haben wir ja keinen Vertrieb gehabt oder Vor sowas. Nicht? 20 Jahren, vor 20 Jahren circa, ja. Ja. Und dann haben wir einen Vertrieb gekriegt und dann ist aber wurscht worden, weil kein Mediamarkt mehr oder sonst was. Also er hat ja keine Plattengeschäfte mehr gegeben, nicht? Außer ein Mediamarkt. Was gibt's noch? Jetzt, außer jetzt Spezialgeschäfte. Ich muss Aber mal nachdenken. außer ein Mediamarkt oder vielleicht ein Hartlauer noch. Ich weiß aber gar nicht, weil nachdem ich schon so lange keine CDs mehr gekauft habe, weiß ich das gar nicht mehr. Ja. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, wo man sowas Ich heute habe auch noch außer nie in der einer gesagt. CD-Abteilung wo geschaut in letzter Zeit oder was, wenn ich wo ein Elektrogerät oder irgendwas anderes braucht habe, dass ich dort reinschaue eigentlich. Ne? Ja. Ja. Aber sieht man, wenn man selber so, wie man so tickt, wie man sich so entwickelt, Ja. ja, Ja. dann ist ja kein Wunder, dass der EMI zusperrt, nicht? Man keiner mehr die Hardware kauft. Nicht? Naja, aber ich mein, Oder beim wenige, EMI, ne? beim EMI habe ich schon noch Ja. gekauft, zum Beispiel. Nicht? Da habe ich schon noch gekauft. Beim EMI habe ich auch noch gekauft. Damals habe ich Aber- überhaupt noch CDs gekauft, wie das war. Nicht? Aber das ist natürlich wiederum ein schlechter Vergleich, ja, weil man sagt, damals haben wir Mhm. das so gemacht, da hat es ja auch noch kein Amazon und nichts gegeben. Weißt? Und Nein. da hat es auch keinen Stream gegeben Ja, und nichts. es gab ja noch keinen Stream oder irgendeinen Down konntest du ja damals noch nicht. Es gab die Hardware, die hast du eingelegt. Nicht, dann hast du Nicht, das da hat es eingespielt. dann gegeben, vielleicht Max, einen Donauland-Katalog, ja, da hast du auch noch Medien gekriegt. Ja, und ja. Da hast du Bücher oder Donauland, CDs. genau. Im Müller gibt es auch noch CDs, sind aber nur Ausläufer. Magnus Sterzinger, ja, danke, ja. Der Müller, Okay, ja. genau. Der Müller, der da, also solche Geschäfte halt, ja. Aber eben sowas wie der EMI. Und das Problem ist halt, oder es war halt früher so, du hast eben nicht jetzt eine Suchfunktion gehabt, du hast kein Amazon gehabt, nichts, wo du einfach gesucht hast und dich inspirieren hast lassen können, sondern man hat in ein Geschäft gehen müssen und das, was das Geschäft gehabt hat, mit dem hast du dich beschäftigen können. Nicht? Jetzt hast du also Musik entdecken können, dort nur mit den Kopfhörer, gell, was es heute noch gibt überhaupt, was du halt reinhuchen hast können, nicht? Oder, Haben wir gemacht, habe ich auch gemacht. ja, na freilich. Da hat man Ich muss sich sogar Platten ich angehört. kann mich erinnern, mein erstes Gehalt bekommen in der Raffinerie Schwächert für Realpraxis gemacht und haben wir aus Frankreich damals eine CD, Doppel-CD bestellt, Django Reinhardt. Ja, genau, das 5 kann mich erinnern. Das Schilling erzählt. hat das gekostet, bitte. Das ist ein Wahnsinn. Damals, da war ich 17. Also Ja, vor 30 Jahren, wie wir angefangen haben. Ja. das war viel Geld, ja. Aber, Ja. aber das war, also da hat man dann entweder schon gewusst, was man will. Also bist reingegangen ins Plattengeschäft, hast gesagt, die CD oder Schallplatten will ich haben. Haben wir nicht, bestellen wir da, passt. Aber wenn du jetzt auf Entdeckungsreise gegangen bist, dann hast du immer noch das nehmen müssen, was da ist. Und das Problem damit, das aber auch viel im Einzelhandel auch meiner Meinung nach eben nicht verstehen wollen, ist, dass eben, dass sie etwas bieten müssen. Ich weiß schon, das ist eine Lagergeschichte, ja, und keine Frage. Aber wenn ich in ein Geschäft reingehe und dort die Standardware angeboten bekomme, ja dann, was soll das? Die kriege ich auf Amazon, die kriege ich überall. Aber wenn ich jetzt und du merkst es ja, die speziellen Geschäfte, die Plattengeschäfte zum Beispiel, nicht? Da gehst du da kannst du was entdecken, wenn es dich interessiert. Weil die haben natürlich das liegen, was eben interessant ist. Und so war eben der EMI auch. Der hat Sachen liegen gehabt, war stark, also klassische Musik, habe ich also alles gefunden, was ich damals an klassischer Musik, ich habe glaube ich zu 90% beim EMI gekauft. Und dann natürlich alles dieses Austriaca oder die Viennensien, wenn man so will, ja. Das hat es dort alles gegeben. Da war alles Das hat es ja sonst vertreten, nirgends was gegeben. gab, Ja. Das hat es ja nicht gegeben beim damals Saturn oder Kök oder wie sie alle heißen. Ja. Oder Ein anderes Libro, Geschäft weil der ist Markus auch noch- Schlögl sagt Libro, ja, Ja. da war auch bekannt Ein anderes dafür. Geschäft Ja, ist auch genau. noch bekannt, wo ich auch öfters war auf der Mariehilferstraße. Der Virgin Ja, gut, ja. Records. Das war dann Auch schon ein wieder ein riesen, Megastore. eine riesen Auswahl gehabt. An CDs und, Ja. und Videos noch auf der VHS und dann später die DVDs, ja. Genau, Dort gab es wirklich viel auch. Das war Das auch stimmt. dort war ich auch das stimmt. öfters, ja. Der Virgin Megastore. Da war ich Megastore, nicht so, das hat mich nicht so angesprochen. Das war mir schon zu mächtig irgendwie vom Eindruck.
Aber ich glaube, den hat es ja nicht ewig lang gegeben, glaube ich. Nein, nein, der war Der war relativ nicht, bald in den 2000ern dann weg. Schon ja, wieder, ja. ja. Naja, In aber klar, weil Konkurs gegangen. dann Ja. war es schon aus mit einem reinen Plattengeschäft, ne, mit CDs. Mhm. Und das war halt, aber das ist, ja, wie der Magnus Sterzinger sagt, aber man hat noch viel bewusster Musik konsumiert und gekauft, auch haptisch, das Booklet und so weiter bezogen, ja, das stimmt. Das war wichtig. Und ich habe, wenn wir Schallplatten gekauft haben, da habe ich immer dazu gekauft die Plastikhülle, wo man das ganze Cover mit reingeschoben hat, dass das Cover geschont wird. Auch jede neue Platte hat bei mir eine Plastikhülle gehabt. Ja, das war noch ganz anders, ja. Der Markus Schlögl sagt, Einkaufserlebnis hat was vom Jagen und Sammeln, das ist irgendwie verloren gegangen. Ja, ganz genau. Das ist Ja. genau das. Und das werfe ich aber auch wirklich jetzt natürlich nicht bösartig, aber als Konsument werfe ich das vielleicht auch minder besserem Wissen dem Einzelhändler vor, dass, dass eben nichts geboten wird. Weil also das wäre doch für mich die logischste Überlegung wäre, ich muss, ich muss ein Angebot erstellen, dass es dem Kunden sozusagen wichtiger ist bei Äh, mir zu agieren als im Internet. Als woanders, ja genau. Ja, Ist ja ganz egal, ja genau. Ja. Ist logisch. Genau das ist das Allerwichtigste, wäre es, würde man glauben, ja. ja. Weil man, das ist genauso ein Kreisler, man sagt das Kreislersterben. Sage ich, ja, hier, der Biller ist gekommen, aber der ist ja nicht neu. Ja, den Biller, den gibt es jetzt auch schon seit 40 Jahren. Ja, oder 35 Jahren. Und, ähm, und da hat man gewusst, das ist ein Supermarkt. Und da hat es gegeben in Bam Bam und den Zielpunkt und wie sie alle heißen. Ja. Und ein Kreisler hat nichts anderes gemacht, wie genau die gleiche Ware in schlechterer Qualität, weil es viel länger gelegen ist bei ihm, weil er den Umsatz nicht gehabt Ja, hat, ja. um viel mehr Geld. Ich habe das Also, man selbst erlebt, beide, na sowas, solche klar, Geschichten. Ja, ja, massenhaft. ja, ja. Und natürlich, wenn einer jetzt sagt, ich kaufe eine Bierkisten oder gleich zwei, dann fährt er ins Supermarkt. Ne? Und ich denke, und der kleine Kreisler, was ist, der hat in Summe zwei Kisten da steht, der hat maximal Flascheln verkauft. Und die haben aber nicht, haben die nicht geändert, also viele nicht. Manche haben sie auch Viele gehalten, nicht. Es gibt aber auch aber gute Beispiele, andere, ja, ja. ja. Mhm. Aber ich sage, die sich dann wirklich gehalten, und die sind nicht dann so ein Feinkostgeschäft, nicht? Haben es versiert oder haben sich auf irgendein Genau, zum Produkt Beispiel, ja. spezialisiert. Nicht? Wie damals da bei St. Leiten irgendwo war der auf Fisch, nicht? Der sich dann auf Fisch einfach auf und der hat gesagt, du, Ja, genau, ich kümmere genau. mich um das, ich mache eine Spezialisierung auf Fisch und Meeresfrüchte und so weiter. War damals natürlich in den 80er, 80er Jahren war das fast Das, noch. das hat eingeschlagen wie ein Bomben damals. Ja, und da war das auch noch Wirklich. gefragt und so weiter. Nicht? Gefragt, ja, Also, ja. aber auf jeden Fall, ich sehe das heute schon, wie gesagt, ich will jetzt den Einzelhandel nicht am Deckel hauen, und, weil, wie gesagt, ich weiß ja nicht, was sonst noch dahinter steht, und mir ist schon klar, dass es hier ja auch um Lagerkosten geht und um den Einkauf, Natürlich. die Ware, die man da braucht, das ist alles keine Frage. Nur wenn ich reingehe in ein Geschäft und dort nichts bekomme, außer dem wirklich reinen Standard, was tue ich? Also das war wirklich alles, was mich interessiert hat, egal was immer kassen, ja, haben wir nicht, aber wir können es bestellen. Und da habe ich immer gesagt, bestellen kann ich selber im Internet. Auf Amazon. Dort kann ich selber Genau so ist bestellen. es, ja. Dann kriege ich es heimgeliefert. Muss ich nicht nochmal herkommen. Aber ganz wenige punkten dann mit einer mörderisch leibenden Beratung und so weiter. Aber selbst das ist eigentlich zurückgegangen. Nicht? Also, und eben dieses Jagen und Sammeln, was der Markus Schlögl meint, das ist verloren gegangen, weil keiner mehr was hat, weil egal in welches Geschäft das geht, entweder die Großen, die haben alle sowieso das Gleiche, oder die Kleineren, die Ja, haben genau. nichts. Da findest du nichts, da kannst du stöbern, was willst du stöbern, die haben ja nichts. Nicht? Also wenn ich in einem kleinen Plattenladen auch die, weiß ich nicht, Taylor Swift, also ausschließlich Taylor Swift und wie sie alle heißen, was weiß ich, ja, und die Zehler-Dollar oder keine Ahnung was, ja, kriegt. Mhm. Mhm. Interessant war das, was eben nicht so ganz klar ist. Und das ist also manche Plattengeschäfte zum Beispiel leben ja genau davon, ja. Das Davon, ist, ja, genau. Na klar. ja, Sowieso. definitiv. So, dann fahren wir jetzt raus. Am Samstag geht es mit dem Motorrad 4 Tage nach Tirol, ins Seefeld. Bravo, dann Jawohl, fahren viel wir. Viel Spaß. Spaß, immer oben bleiben, viel Freude. Taugt mir. Wirst berichten, hoffentlich. Wirst du berichten, wie es war. Ja. Es war auch Hi-Fi, Schallplattenwiege, Politor, Doblinger,
Georg Scharrer, was, warte mal. Die Geschäfte zählt er da auf. Ach so, Was hast du immer? Schallplatten, Da wie war gesagt, die Polydor, der Doblinger gibt es noch immer, ist halt eigentlich wirklich auf klassische Musik. Aber ja, Doblinger ist ja, hat schon auch Volksmusik und so, aber ist aber Schwerpunkt natürlich Klassik. Und ja, DVD schauen wenig heute, Raffi. Ja klar, das liegt eben an dem, das ist halt die an den Hardware. Streaming-Plattformen, die kann man ja alles so, was ich will, anschauen irgendwo. Und, Genau. so, ja. Und braucht es zu Hause nicht lagern und sie werden auch nicht, es wird auch nicht kaputt sozusagen, weil die DVDs, so, ebenso wie die CDs, ja, halten nicht ewig. Ja, leider. Der Marco Schlögl schreibt auch, die CD war der richtige Tonträger für die 90er und 2000er. Der Lifestyle, Metal, aber auch Raver und Dance Music Fans haben ihre Kulturen mit Hilfe von CDs ausgelebt. Ja, ja, definitiv. Definitiv. Ich weiß ja das, wie das damals, die ersten CDs, dann haben wir einen CD-Player gehabt, aber noch keine CD. Nicht? Ich war ganz wurlert. Nicht? Und dann weiß ich, also die erste CD, die man halt dann gekriegt hat, nicht zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Mein Bruder hat auch zwei gehabt, ich habe, sonst haben wir noch Schallplatten. Alles, nicht? Und dann haben wir die Und CD war ganz MCs stolz. hauptsächlich haben wir gehabt, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, was wir neu Also nein, wir gekauft nicht. haben damals, waren bei uns MCs dann schon. Ja. MCs, ja. Habe Die ich Musik, einen Walkman gehabt, auch nicht. ja, das habe ich auch gehabt, na klar. Natürlich. Ja, aber die Musikkassette war bei uns die selbst überspielte. Da waren halt dann Ja, die bei uns Schallplatten für den Walkman ja. oder fürs Autoradio, nicht, haben wir dann auf Kassetten überspielt. Aber gekaufte Kassetten ganz, ganz wenige. Als Das Kind. war bei mir auch sehr viel als Kind, ja. Ja. Als Kind so diese Kindergeschichte, der Räuber Hotzenplotz, Also, ja, genau. Die drei Fragezeichen, ja, die habe ich nicht Pumuckl, gehabt. Meister Eder und sein Pumuckl Ja, haben wir Pumuckl. gehabt, ja. Huibu, das Schlossgespenst. Gefällt mir auch noch ein. Weltklasse, ja. Aber nein, ich kann mich wirklich erinnern, echt, also die Abenteuer vom Räuber Hotzenplotz. Da habe ich ein paar Kassetten. Aber so Kassetten haben wir nicht viel gehabt. Gekaufte Kassetten. Wir haben viele Kassetten, aber das waren alles eigentlich quasi die Backups von entweder vom Radio aufgenommen, das Hit-Panorama, nicht? Weil das war werbefrei. Ja, Da war werbefrei. genau. Eine Stunde Hit-Panorama oder eben die Schallplatten, dass wir die dann auf Kassette verewigt haben oder auch die CDs dann, damit wir es im war ja dann Auto schon auch haben großartig. hören können. Ja, eine CD war CD war Wahnsinn. ja super. Im Auto haben wir ja bei meinem Vater lange, lange gar keinen CD-Player gehabt, sondern nur einen Kassetten. Jetzt haben wir dann die CDs auf MC umgespielt, dass wir es im Auto hören haben können. Genau, genau. Wir haben nie vergessen, dein erster CD-Player war nämlich gar kein Standgerät, sondern das war ein Discman Oh, schön. von Sony. Den haben wir geschenkt gekriegt. Der Oli und ich gemeinsam einen. Ja, du kannst sich vorstellen, was da reinfahren. Das hat ein Vermögen gekostet, das Gerät. Weil der hatte auch, haben wir unbedingt, das haben wir braucht, wenn wir joggen gingen oder was. All mein Bruder und ich sind nie joggen gegangen. Radfahren war immer meins. Ne? Dass das einen Schockabsorber hat, das Gerät. Das war genau mehr ums Dreifache so teuer. Aber Ja. das war uns wichtig damals. Es hat nicht viel gehalten, dieser Schockabsorber. Wenn du wirklich gerannt bist, erstens einmal hat das den Stromverbrauch, sprich den Batterieverbrauch ums 10-fache erhöht, wenn der eingeschalten war. Sprich, das glaube ich eine halbe Stunde nicht einmal hören können, dann war die Batterie leer, die zwei, die da drinnen waren. Ja. Wir haben noch 20 Minuten, wenn es wirklich rennen gegangen warst damit. Aber so waren die Anfänge damals. Es war ein Fortschritt damals, für uns zumindest. Ne? Ja, aber es ist halt, ich habe auch einen gehabt, einen Disc-Player, allerdings den hat meine Frau Mama gehabt. Ne? Ich habe den nicht braucht eigentlich, aber den hat meine Mutter gehabt und daher hatte auch ich ihn natürlich, ist ganz klar. Und der war, aber Disc-Player, den hast du wirklich nur, also das war auch so ein Portabel, ne? Der Schmarrn, da hast du nicht ankommen dürfen, der hat nichts gelesen. Ne? Ja. Musste fix am Tisch stehen, sonst haut er nicht hin. Schau, der Magnus Sterzinger hatte damals sogar Minidisc, damals unheimlich teuer, hat sich nie etablieren können. Ja. Die sind bei mir an mir vorübergegangen. Ja. Ich habe keine einzige oder einen Player nie gehabt davon, muss ich ehrlich sind sagen. nicht Ja. durchgegangen. Das ging an mir vorüber. Schau, der Markus Stögler hat einen Minidisc-Player im Auto gehabt lange Zeit. Einmalig. Ich habe gar nicht gewusst, dass es gibt. Ja, bei mir ist auch ein Minidisc eher an mir vorübergegangen. Aber ich kann dafür mitsprechen, was dieses sich nicht etablierte Medium betrifft. Wir hatten Video 2000. Wir waren einer der wenigen Haushalte, die keine VHS-Rekord hatten, sondern Video 2000. Weil ja auch gescheiter, nicht? Weil du hast die Kassette ja
umdrehen können. Du hast ja also beide Seiten bespielen können. Genau, Und genau. war viel leibend, aber es hat sich halt nicht durchgesetzt. VHS hat sich durchgesetzt. Und ja, aber ich weiß nicht, wie ich damals Die alles, Japaner haben sich durchgesetzt, ja. ja, aber ich habe dann, Grundig nicht. Grundig nicht. Grundig war ja der Dort, Entwickler von genau. dem Und 2003. ich hab gehabt unseren alten Grundig Video, ich muss einmal sagen, weiß ich nicht, da war ich schon auf jeden Fall Student, also ich sage einmal, ich wird her sein, ja, an die 30 Jahre. Ja, nein, so lange kann es nicht her sein, 25, 20 Nein, Jahre nein, ich plus. kann Ja. mich noch erinnern. Ja, ja. Naja, und da war ich auf dem Flohmarkt Mhm. und hab so geschaut und da schaut einer auch so bei Kassetten und fragt den Verkäufer nicht, ja, hast du noch mehr? Und ich sag zu ihm erst, ich hätte einen Rekord und der war ganz fertig. Ich hab gesagt, du, ich hab da, weiß ich nicht, ich glaube 200 Kassetten, war nicht mehr und den Rekorder und so weiter. Ich weiß nicht mehr, was für einen Preis wir uns ausgemacht haben, aber der hat gesagt, ja, unbedingt. Und dann habe ich gesagt, ne, pass auf, ich fahr heim und bring's daher am Flohmarkt. Und aus dem Kofferraum raus. Und der hat das mit Sternerl in die Augen. Hat das genommen, ich hab zwei Glaube ich. Videorekorder. Also den alten, den Original, grundig, dieses Gerät riesengroß. Dieses Drum, Ja, der war noch da, hab ich gesagt, das funktioniert dann. Ich meine, ich habe gesagt, ich habe ihn damals angebaut und eingepackt. Ich weiß nicht, ob er noch immer funktioniert, aber beim Anbauen hat er funktioniert. Und dann habe ich noch zwei, drei andere spätere Videorekorder noch gehabt. Ne? Die haben da mitgegeben und der hat auch riesen Freude gehabt. Aber das war ein mörderisches Geschäft eigentlich, weil Video 2000, das war eine Seltenheit. Du hast damals dann gesucht, die Videothek, die 2000er den im Filme Verleih gehabt hat hatte, nicht? im Ja. Verleih, ja. Mhm. Das war Kann nicht ich so mir einfach. vorstellen, ja. Also hat zwar eher jede gehabt, aber nicht natürlich die Blockbuster oder so. Ne? Das war schon wichtig. Ja, Ja, ja. ja. Der Raffi sagt, die Musik, die ich höre, bekommt man im Handel eher wenig. Sony CD-Player hatte ich auch. Ja, ja den CD, ich glaube, diesen CD, da sind wir alle durch. Und ich meine, im Handel, und das meine ich aber, das, Raffi, das meine ich eben, wenn es jetzt ein Einzelgeschäft ist, das mit dem Internet oder vielleicht gar nicht mit dem Internet konkurrieren, weil auch die haben ja oftmals auch einen Versand oder einen Webshop. Aber wenn ich natürlich mit Amazon konkurrieren will, ja, dann muss ich genau das im Geschäft haben, was eben nicht im Handel üblich ist. Dann kriege ich auch Kunden. Ne? Ja, dann kriegst du das. Dann kriegst du die Leute. Ja. Videotheken waren auch ein Kulturgut, Marco Schlell, ja, das stimmt. Da ist noch geraucht worden, in jede Videothek. In jeder Videothek wurde geraucht. Dieser Aschenbecher auf der Pudel gestanden. Also ich kenn keine andere Videothek, da habe nie eine gesehen, wo du nicht reingegangen bist, es hat noch Rauch gestunken Stimmt, und wo geraucht worden ist. Das war noch. stimmt, Das, ja. und irgendwelche Typen sind dort gestanden und haben den Bediensteten mehr oder weniger belästigt, ja, durch die Anwesenheit. Ja, aber Das war, denk war immer, das war ganz normal. Denk an die Musikgeschäfte, Fried. Da bist du ja, reingegangen, da ist der Dunst gestanden. War in jedem Musikgeschäft. Ja. Das ja, war, das war stimmt. Wahnsinn. Das stimmt. Aber Im Videothek, das war kleinsten und schon im was größten. eigenes. Ja. Dann immer dieser Perlvorhang nicht, vor der Erwachsenen-Sektion, Klassiker. wo die Pornofilme drin waren. Da sind wir immer ganz verstohlen vorbei. Ah, einmal will ich da reinschauen. Nicht? Einmal will ich da. Und dann, ich kann mich noch genau erinnern, wie das erste Mal in einer Videothek in diesen, ja genau, hinter dem Vorhang die Erwachsenenfilme. Wie ich das erste Mal reingegangen bin, mit einer Freundin nämlich. Also nicht mit meiner Freundin, oder so, sondern mit einer Freundin. Haben einen Film geholt für einen Filmabend. Ich war, wie gesagt, also, wir waren nur unterwegs. Ihr Freund hat sich damals um das Essen gekümmert und wir waren aufgetragen, einen Film zu holen. Nicht? Und dann sind wir also daher, haben uns geschaut und dann haben wir beide gesagt, jetzt schauen wir da rein. Und dann sind wir geschaut, und wir sind eigentlich beide blass und weiß wieder rausgekommen und den Videofilm genommen und sind heim und gesagt, irgendwie, ich habe das nicht durchschaut, das Ganze, nicht, weil das war Wahnsinn. Diese ganz klassischen Porno, die Titel von diesen Pornofilmen, gell, ein Wahnsinn. Oder die Bilder dazu, das war, ja, das hat uns irgendwie das hat uns Das hat überfordert. euch überrannt, Ja, glaube ich. überfordert hat Ja, uns das. Nicht? verstehen Also, euch. wie gesagt, Das ist irgendwie, nämlich für mich nicht einmal antörnend oder was eigentlich. nein, das war also Für mich halt, genau aber gegenteiliger Effekt. Also gegenteiliger Effekt, ja.
wir sind da verstohlen rein, weil wir uns gedacht haben, ja, weißt du, das ist nicht, aber nicht, dass wir dann spitz sind oder was. Nein, wir sind aussehen, uns war schlecht eigentlich. Das war schon Das sehr Essen lustig. schon gar nicht mehr geschmeckt. Weißt? Naja, so schlimm war es nicht. Nein, so So arg schlimm ist war es es nicht. nicht. Was sagt der Alter Palanti? Vor dem Internet bin ich, um Preise zu vergleichen, mit dem Auto in die Stadt, dann ins Einkaufszentrum gefahren. Unzählige Fahrten, eine Energieverschwendung, die jetzt nicht mehr notwendig ist. Ja, das stimmt. Na, Internet Jawohl, hat sehr, sehr jawohl, viele jawohl. Vorteile. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, weil einer geschickter, ein Wiffer Geschäftsmann ist, dann weiß er das Internet mit zu nützen und gleichzeitig auch Klar. eben das Analoge. Aber ja, es ist halt, wenn jeder das immer nur, ja, ist ja wurscht. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, Wenn man es geschickt macht, dann könnte man mit von beiden Welten Vorteile haben. Ne? Der Absolut, ja. Magnus Sterzinger, habe ich jüngst gesehen, dass Saturn, der Mediamarkt, sogar noch Discman und auch noch Walkman im Angebot hat. Ist anscheinend wieder im Kommen. Ja, aber habe ich auch schon gehört, dass jetzt wieder Walkman, Ja, dass wieder aber Musikkassetten gibt und so. da sind wir aber wieder beim Nischenprodukt, glaube ich auch. Ja, Ich glaube, dass diese Walkman und MC-Player für die Musikkassetten, die Abspielgeräte, klar wird es immer ein paar geben, weil es wird immer ein paar Kassetten noch geben, die man abspielen will, so drum. Aber ich glaube nicht, dass das der große Markt wird. Also, na und vor allem kann ich mir nicht vorstellen. da gibt es auch keinen Qualitätspluspunkt. Wenn du jetzt sagst, bei der Nein, Schallplatten, lassen wir es einreden beim Vinyl. Da lassen wir es echt einreden. Vor allem die Haltbarkeit. Nicht? Weil wirklich die ältesten CDs, die ich habe ich alle schon da nicht gehabt, weil sie nicht mehr funktionieren. Ja, ja. Weil sie kaputt werden. Ja. Also CDs Genau. sind kein Dauermedium. Ja. Schallplatten schon. Wenn sie richtig behandelt sind, richtig gelagert, dann hält der Schallplatten im Prinzip also viele Generationen lang. Ja. Solange es nicht zu heiß werden im Prinzip und nicht zu großem Druck ausgesetzt werden, halten sie ewig. Ja. Aber jetzt Kassetten oder ein Walkman, warum soll man einen Walkman einstecken, wenn ich das Handy ohnehin dabei habe und da über Spotify Genau. streamen kann? Also da bin ich schon ein bisschen ein Realist auch und auch im Alltag denke ich mir, warum soll man das Leben schwer machen? mit, mit, oder ein Absolut. Bin ich Discman. ganz bei dir. Weil da kann ich mir auch hören, Bin ich was ich ganz will, bei vom dir. Podcast bis Lieder, alles kann ich mir auch hören. Und wenn ich nicht auf Spotify, dann über es gibt tausende Plattformen und von mir aus, wenn ich sage, ich stream gar nichts, ich habe die Lieder alle auf der Festplatte, na, dann lade ich mir halt die Lieder ein, die ich hören will. Also, ja, ich sehe da wirklich absolut keinen Grund, mir jemals einen Discman oder einen Walkman zu kaufen, es sei denn, ich hätte besonders viele Kassetten, die ich halt hören will. Aber dann kaufe ich mir auch keinen Walkman, dann kaufe ich mir schon ein besseres Gerät, sage ich mal, nicht? Wenn mir das wichtig ist. Aber ja, es ist spannend und es gibt sicher diesen Retro-Gedanken gibt es ganz bestimmt, wo eben einige sagen, ja, das würde ich haben, ja, das kann schon sein. Ja. Der Raf wird sich wieder vertiebt. Wieder Kassette, aber ist sehr oft. Was? Easy Rider, meinst du? Easy Rider. Die Videokassetten habe ich sehr oft gesehen. Easy Rider, ein Klassiker. Born to be wild. Steppenwolf. Der habe ich eine gehabt, eine Single. Also ich nicht, mein Bruder, aber ich habe es halt auch gehört. Die Single wurscht, wer es Born to be gehabt wild. Was? Ja, Ist ja wurscht, wer es gehabt hat. Nicht. Hauptsache, ist sie es. war da, nicht? Ja. Der Magnus Sterzinger sagt, die Jugend sieht das halt als Kult. Glaube auch nicht, dass sich dies halten wird. Eher Modeerscheinung. Ja, eben dieser Retro-Gedanke, der halt gerade zählt. Aber es ist natürlich, ich verstehe es, weil ich glaube, dass der Mensch, jetzt, wenn man das kulturwissenschaftlich oder soziologisch betrachten will, ich glaube, dass der Mensch diese Kontinuität einer Kultur, einer Tradition sehr schätzt. Also da geht es nicht darum, dass immer das Alte erhalten wird, sondern eine Kontinuität auch in der Entwicklung. Ja? Und das, was wir natürlich jetzt hatten, ich sage einmal seit den 90er Jahren oder 2000er Jahren, ist ja eher eine Kulturrevolution. Das heißt, es wurde eigentlich das Alte mehr oder weniger weggewischt und was Neues aufgestellt. Und das spüren die Jugendlichen heute, weil sie eben kein Fundament, kein kulturelles Fundament vorfinden. Ist natürlich übertrieben, aber das ist das Gleiche, das, was ich merke beim Wienerlied. Nicht? Viele junge Wiener kommen drauf, wir haben gar nichts. Und woran erkennen sie das? Anhand der vielen Ausländer, die bei uns in Österreich sind, ja, in der Schule zum Beispiel. Und
ein Ausländer, oder ja, wenn jemand in ein fremdes Land kommt oder halt in ein anderes Land zieht, dann hast du automatisch den Hang, dir einen Anker zu suchen und das liegt natürlich Genau so oftmals in ist der es. eigenen Kultur. So. Ja, Und das genau. heißt, der Ausländer bei uns, in der Regel jetzt, es gibt schon in den USA, den gibt es immer überall, also das sind sowieso Proletten, die haben weder das eine noch das andere, egal woher sie kommen, Mhm. von der rede ich nicht, aber das ist ein normaler, anständiger, anständig ist im Sinne von einfach, ja, ein normaler Mensch, ja, kommt nach Österreich, zieht daher und hat natürlich seine Verbindung mit seiner Kultur aufrecht, damit er da ein bisschen geerdet ist, ne? Damit er in dieser fremden Kultur leichter zurechtkommt. Und die haben eine Ahnung, die Kinder, die Jugendlichen, die haben Ahnung von ihrer Religion. Es muss jetzt nicht nur Islam sein, es gibt ja auch Gibt ja auch genug Orthodoxe und andere. so weiter. Und ob die jetzt Genau. gläubig sind oder nicht, aber die haben eine Ahnung Mhm. zumindest von ihrer Religion oder von ihrer Umgebung. Die haben eine Ahnung von ihren Trachten, von ihren Speisen, die Küche und natürlich auch Lieder und Tänze. Die haben das. Und der Wiener, dem fällt das auf. Der sagt erst, die wissen alle, auch jeder Türk, ein Rumäne, ein Bulgare, natürlich diverse Herrschaften vom Balkan, die können sofort irgendein Lied von daheim singen. Und der Wiener Natürlich. sitzt da so, ich nicht, ich kenn keins. Früher haben sie Der wenigstens nur Wiener einen sitzt mit Armbruster offenem gesungen. Mund da und weiß Ja, nichts. Ne? genau. Keine Ahnung, ja. Und da kommen sie jetzt drauf. Und jetzt sagen sie, sie wollen ein bisschen sie wollen schon irgendwo ihre Kultur entdecken. Und dieser Entdeckungsdrang, der bezieht sich natürlich dann auf alles, was irgendwo von den Altvorderen kam. Und das ist dann mitunter halt dann schon mal ein Dies Genau. gemeint. Ne? Das ist meine bescheidene Ja, Zuhörer. es Was meinst du, Patrick? hat sicher ein Körnchen Wahrheit, sogar mehr als ein Körnchen Wahrheit dahinter. Es ist die Faszination von etwas, das weg war einfach. Das wird immer sein. Ist natürlich auch nicht bei jedem so, aber äh, generell interessiert an Menschen dann schon, was nimmer mehr da ist, wann es einmal weg war. Ja. Das ist, glaube ich, in uns drinnen einfach. Ich glaube auch. Ja. Das ist da, ja. Ja. Schau, was sagt die Maggie? Ich bin ungern von einer Internetverbindung abhängig oder gar vom Strom. Habe noch zwei Geräte, die mit Batterien gingen. Radio, Kassettenspieler. Ja, aber du bist ja auch abhängig von Batterien, Maggie. Ich glaube, dass man bei diesen Sachen sich oft ein bisschen in die Tasche lügt, zum einen, und zum anderen ein bisschen leichtfertig ist. Ein simples Beispiel sind Notizprogramme. Nicht? Wir haben jetzt beim Apple gibt es dieses Notizprogramm, das ist einfach Mhm. Notizen, nicht? Das ist leibend, funktioniert, kannst da speichern, wie du willst. Und viele verwenden dann so Programme wie Notion oder was weiß ich, wie die alle noch hassen. Und dort wird es auch in einer Cloud gespeichert. Ich habe auch viel in der Cloud gespeichert, weil so viel Speicher habe ich gar nicht, äh, was ich da. Ja, aber ist so, aber ich definitiv. Ja. sage, aber wichtige oder gewisse Dinge kann ich da ausspeichern. Und zum Beispiel Notion oder sonst was, da bist du ohne Internetverbindung, hast du deine Notizen nicht bei der Hand. Und ich finde es spannend, dass das die Leute nicht stört, dass ihr gesamtes Studium oder ihre ganze Mhm. Unternehmensgeschichte, alles, was ihr Business betrifft, ist dann in diesen Programmen drinnen, weil sie so fancy sind. Und ich denke mir, ja, Furchtbar. aber Ja. wenn du keine Internetverbindung Ja, hast, ja. kommst du nicht zu deinen Notizen. Ja, Das war äh, furchtbar bei mir. Da in Eibistal stockt es dauernd, ne, zum Beispiel. ja, Mich eben, nur rein auf das zu verlassen. Das zu nutzen ist schon gut, aber ja, das war mir viel zu unsicher. Gerade bei uns beruflich oder was nicht war, ja zum Teil wirklich was, eine Katastrophe, wenn das weg war. Ne? ja. Äh, Aber puh. das ist eben die eine Seite. Ne? Denke mal, die geben alles aus der Hand, weil ein WLAN fällt schnell einmal aus, ja? Oder eine Internetverbindung. Ja, Strom geht ja, genau. leichter. Und gleichzeitig aber sagt man, ja, aber im Prinzip, wenn der Strom ausfällt, kann ich auch nichts machen. Ne? Dann sagt er, da müsst ihr wieder zurückgreifen Ja, auf das gute alte Papiernotizbuch, das ich ja auch besitze. Allerdings, wenn ich das genau. verlege, Auch. verliere oder es wird mir gestohlen, ist genauso weg. Also, es ist halt, ja. Aber wie gesagt, Maggie, ich glaube, dass das eher, da liegt man sich fast ein bisschen selber in den Sack. Man sagt, ich bin ungern abhängig von Internetverbindung oder vom Strom und habe Geräte, die mit Batterie funktionieren. Ja, aber ohne Batterie Wobei, spielt. wenn das Internet nicht funktioniert, also unmöglich ist, könnte auch sein, dass der Radio nicht mehr funktioniert. Also insofern brauche ich ein Radio dann eher auch nicht, gar nicht eigentlich. Dann ist wurscht, ob der mit Batterien geht oder mit Ja, aber Strom. wenn Genau. der Rest, also So, der terrestrische Radiosender
hat mit dem Internet ja nichts zu tun. Ne? Nein, aber kann genauso ausfallen, auch da. Also, ich mein, Ja, ja, genauso wie das Internet, oder Radio nicht, oder ja, TV nicht. natürlich, ja, ja, sicher. Aber man sagt immer, nicht die Dann nutzt du letzte der Kurbel Möglichkeit, Radio auch nicht. Ich habe ja nicht da sowas. nichts, ja. Ja, ja. Habe ich geschenkt Aber gekriegt. ja, ja. Nein, das sind so die Sachen, mein Gott, ja. Aber man ist abhängig. Man ist auch abhängig vom Dach über dem Kopf, von der Kleidung, die man hat. Also, wo fängt das an, wo hört das auf, wo man sagt, ich bin vollkommen frei, das spielst du noch einmal nicht. Das ist nicht da. Wenn ich ein Auto habe, brauche ich einen Treibstoff, welcher auch immer notwendig ist. Aber wenn ich ein Fahrzeug habe, brauche ich das. Wenn man sagt, nein, bei einem Rad brauche ich es nicht, sondern doch, beim Radl brauchst du es auch, weil wenn du dann Botschen hast, muss der Rafen geflickt werden oder er muss neu her. Du bist also abhängig immer irgendwo von einem gewissen Zubehörbereich. Einmal mehr, einmal weniger, das ist schon richtig. Nur Genau. du wirst ohne einem weiteren Geschäft, also wo du ohnehin schon ein Fahrrad gekauft hast, wirst du nun einmal nie unabhängig sein, weil das Radl braucht eine Betreuung. Irgendwann brauchst du einen Bautenzug, die Kette könnte reißen, die Kette muss geschmiert werden, die ganzen Einzelteile sollten geschmiert werden immer wieder. Das heißt, du bist sehr wohl abhängig von anderen Dingen. Anderen Ich glaube, ist so. da muss man sich ein bisschen verabschieden von diesem Gedanken, ich will komplett frei sein. Nicht? Weil wenn, ja, dann kann man schon machen, aber da wüsste ich Na, nicht, warum statt einem elektrischen Licht, warum eine Öllampe? Weil dann brauchst du halt auch Öl statt dem Strom. Genau, Das, das Öl muss auch woher kommen. Muss ich auch ja, irgendwo herkriegen. Nicht? Das ist, nur über keine ja, Saat, keine Ölsaatmühle habe nicht und dann habe ich selbst das Öl und dann möchte ich aber mit einem Sonnenblumenöl vielleicht die Öllampe nicht betreiben, weil das rußt aus wie, nicht? Also, ja. nicht? Aber wie gesagt, Also, das ist Reenactment, das kann es gibt Menschen, die machen das wirklich mit ja, ja, Überzeugung und das finde ich sehr beeindruckend und sehr leibernd und das passt auch, wenn das einer will. Aber im Prinzip, sagen wir es ehrlich, wir sind in einer Gemeinschaft, wir sind in der Menschheitsfamilie, wir sind zum Glück in der westlichen Welt. Zurzeit ist es halt nur ein Vorteil vielleicht, weil es uns ganz gut geht, da, auch konsumationstechnisch, aber eine Abhängigkeit wirst du immer haben. Ne? Und das ist halt, ja, ja. Was sagst du? Ich kann Kassetten zur Not mit Batteriegerät anhören. Und wie gesagt, mein Harmonium braucht keinen Strom. Ja, na, das ist so immer Gitarre. Nicht? Also die ganzen E-Gitarren, was hinten hängen, die brauchen Strom und die akustischen nicht. Ja? da haben wir Dennoch gestern bin ich geplaudert abhängig mit von ihm, wir jemandem, zwei. Da, ja, ja, ja. aber ich Der bin kriegt abhängig Quetschen von und jemandem, der die Kontergitarre geht Saiten einfach. macht. Ja, genau. Mhm. Aber Zarten brauche ich. Den muss ich mal kaufen, wo. Ich kann ihn nicht selber wickeln. Ja, also das ist einfach, irgendwo ist man immer bis zu einem gewissen Und Grad selbst abhängig. wenn du sie selbst machen könntest, die Seiten brauchst du wiederum die Rohstoffe dafür. Die musst du ja dann auch Ja, woher haben. ja, eben. Also, Kunststoffe, Carbonfaser, an Draht, verschiedenen Kupferdraht, versilberter Draht oder was auch immer. ja, Die musst du auch wieder woher kriegen. ja. Oder kannst du gleich Seiten noch kaufen. Ne? Ich meine, nein, es ist keine Besserung, du brauchst das ja Ja. genauso. Nicht? Also, Ja, eben. Das selbst wenn ist, du es selber machen und das brauchst du ja, Rohstoffe. Nicht? ja. Der Markus Schlögl sagt, meine Kollegen trinken auch immer Pfefferminztee aus dem Glas. Da merkt man, wer aus Nordafrika stammt. Ja, ja, genau. Schau, der Magnus Sterzinger sagt, war das bei euch auch so? Bei neuen Bekanntschaften gleich das CD-Regal gecheckt. Konnte über den Musikgeschmack gleich auf den Charakter schließen. Absolut. Absolut, Absolut, das war das Wichtigste. natürlich. Das war das Wichtigste. Bei den etwas, wie soll ich sagen, intellektuell höherstehenden, da war es das Bücherregal. Oder heute ist das bei mir zum Beispiel das Bücherregal. Ja. Also wenn ich wo daheim bin, interessiert mich am meisten tatsächlich, was steht im Bücherregal. Mhm. Das find ich immer spannend. Ja. Ja, da hat man sofort Gemeinsamkeiten. Der Markus Schlögl bestätigt auch. Ja. Ja, 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 ja. Ja, da gibt es die Grammophone, sagt die Maggie, nicht? Handbetrieben, ja klar, die gehen auch, aber da brauchst du die Nadeln. Du musst einen Vorrat an Nadeln haben, weil sonst wären da deine Shellacks kaputt. Ja? Also du Schnell brauchst lassen wir egal da. was. Ja, und du brauchst wirklich viel Nadeln. Also im Ideal, man verwenden macht keiner, aber im Idealfall sagt man eine Nadel pro Abspielen. Ja? Also das heißt, Macht keiner, aber eigentlich macht ja. keiner, ja. Aber im Prinzip kehrt es, nicht? Und ja, man denkt sich, ja, das kurbel ich an und dann habe ich Musik. Sagt, ja, es ist natürlich, eben wie gesagt, du brauchst die Nadeln zum Abspülen und sagt, die Qualität dessen, was ich da höre, ist natürlich jetzt was anderes als aus der Hi-Fi-Anlage
vielleicht noch Dolby Surround beim Film oder keine Ahnung was. Und am Ende des Tages, wir sind immer abhängig von irgendwas, was wir dazu brauchen, um unseren Luxus zu leben. Und dann kann man gleich Fuhren dabei sein. Ne? Das ist dann auch schon wurscht. Ne? Nur abgeben sollte man es nicht, wie ich meine. Ne? Das ist eigentlich so das ist der große Unterschied, ja, genau. Ja. Nicht abgebendes, ja, genau. Aber ansonsten, ich glaube, spannendes Thema grundsätzlich. Mhm. Oder spannende Themen. Was haben wir heute für Themen gehabt eigentlich? Ein kurzes Revue passieren, Patrick, weißt du es noch? Schau doch auf die Ja, eben. Uhr. Das habe ich nicht gefragt, Patrick. Ich habe gefragt, ich wollte gerade einen Abschluss machen. Und dann Ach so, habe ich ich war gesagt, doch nicht. welche Oh, Themen gut, ja. waren heute? Welche Themen waren? Begonnen. Kurzbesprechung. Wir sind gekommen über die Sprache. Wienerisch die Begonnen hat es mit Sprache, Schule mit genau. der Blechhorn. Schwer mit der Blech haben. Über Ausdrücke bis hin über, wie wir die Sprache gelernt haben, das Wienerische, wie wir dazugekommen sind. In den Taschler mal Revue passieren lassen gestern. Bis hin zu technischen Fragen wieder, wie es ausschaut heutzutage. Was haben wir noch, was haben wir gehabt? Wir haben CDs gehabt, wir haben MCs gekannt, wir haben LPs gekannt. Die Minidiscs haben wir zum Beispiel auslassen, wir zwar interessanterweise. Auf das bin ich auch drauf gekommen heute im Gespräch. Sehr interessant eigentlich. Ja. Warum, weiß ich nicht. Warum haben wir wirklich die Minidisc auslassen, Klaus, weißt du das? Na, keine Ahnung. Das war bei ist uns einfach kein an mir Ding. vorübergegangen. Na, ich bin sicher, das war eine Geldfrage. Warum, das nehme ich an, das war sicher, warum soll ich mir jetzt einen Mini-CD, einen Minidisc-Player Ja, lustig, kaufen und die- Minidisc? Ich habe ja CDs und Schallplatten. Ne? Wahrscheinlich war es das der Hintergrund. Ne? Wahrscheinlich, ja, ja. Und der Unterschied war nicht so groß wahrscheinlich, genau. Ja, Na, es war ein wunderbares Frühstückserlebnis ja. heute. Also ich freue mich schon wieder auf Montag, weil morgen ist ja nichts. Morgen ist nichts, übermorgen auch nicht. Ist Am Montag furchtbar wieder. eigentlich. Am Montag hoffen wir das Beste. Da werden wir vielleicht probieren, dass der Patrick streamt Stream, ja, genau. und ich Machen wir einsteige aus der Klause, weil dein Das Internet werden wir auch so in machen, auf jeden Eibistal Fall, ja. wohl besser Doch. ist als meins in der Klause. Und Werden wir sehen. da sind zwei Krippen dann beieinander, mehr oder weniger, also technisch betrachtet. Ne? Und ja, da freuen wir uns drauf. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Schau, der Alter Palanti hat Minidisc immer noch im Einsatz, da schau her. Schau Spannend. her. Ja, na, wie gesagt, das ist bei mir. Aber ich glaube, das war wirklich einfach der Hintergedanke. Ich habe kein Geld, dass ich mir jetzt nur ein viertes Medium aufmache, nicht? Neben Kassetten, Schallplatten und, Na. und CD. Ich glaube, das war einfach, man sagt, wozu? Und Minidisc, es war wirklich nicht so es war nicht so präsentiert. Es war nicht oft, also Minidisc war nicht präsent für mich, sagen wir es auch so. Ja. Na, überhaupt nicht. Gar nicht eigentlich. Aber spannend, dass einige noch dran hängen. Ja. Wirklich spannend. Meine Lieben, Interessant. wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, freuen uns auf Montag mit euch wieder, sowohl in der Früh als auch am Abend natürlich bei der Pavlatschen. Bitte sagt es weiter, dass es uns gibt, teilt unsere Inhalte, liked unsere Postings und wie man da dazu alles sagt, hilft uns ein bisschen, wie man früher im Einzelhandel so schön gesagt hat, bitte empfehlen Sie uns weiter. Das wollen wir auch hier pflegen in diesen neuen Medien. Ich danke euch dafür schön und wünsche euch ein schönes Wochenende. Pfiat euch Gott, Baba. Dankeschön. Ein wunderschönes Wochenende. Bis Montag um 9 Uhr hier wieder auf diesem Kanal. Pfiat euch.